Okay, liebe Freundinnen und Freunde, ich proposiere, wir machen dann aber den Appell nominal. Voilà. Madame Beissel, noch nicht. Den Herr Mosin, ja. Madame Merth, ja. Ich selber auch. Den Herr Radu, ja. Den Herr Goldschmidt auch noch nicht. Den Herr Bauer, ja. Den Herr Benoit, ja. Madame Camarda als excusiert. Den Herr Galles, ja. Madame Brümmel, ja. Den Herr Boissante, ja. Madame Kahn auch noch nicht. Madame Keifer hat sich auch excusiert. Den Herr Philippa, ja. Madame Arendt, ja. Den Herr Back, ja. Madame Costantini hat sich auch excusiert. Madame Milchen, ja, also auch noch nicht. Auch noch nicht. Madame Afonso, ja. Den Herr Weidig, ja. Madame Bartolini, ja. Den Herr Biewer, ja. Madame Müller, ja. Den Herr Werner, ja. Madame Branca, ja. Und den Herr Costa, auch, ja. Wir sind also en nombre, wir können also de Morgen als Diskussionen über die Schulorganisation aufhängen. Und ich habe im Moment 6 Leute, die angeschrieben sind. Und ich ging dann direkt an Madame Colette Merth zurückgehen. Merci, guten Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist für mich die 27. Kehr, dass ich zu der Schulorganisation schwätze. Und ich muss sagen, das Sujet interessiert mich noch genauso wie die allererste Kehr am Jahr 2000. Ich fühle mich noch immer an der Schulproblematik daheim. Es handelt sich nämlich um eine Diskussion über die Kinder an der Stadt. Die Rapporte geben einen guten Abblick auf viele verschiedene Problematiken. Und das ist auch quasi die einzige Diskussion hier am Gemeinderat über die Kinder am ganzen Jahr. Für diese ein paar persönliche Erinnerungen an Überlegungen. Für ein paar Wochen haben wir den früheren Chef des Service vom Enseignement, den Honoré Gregorius, verabschiedet. Der Paul Galles, der Patrick Goldschmidt, Simon Beisland, Corinne Kahn waren dabei. Und das war für mich wie eine Ära, die auf ein Ende geht. An meinem Alter sehen aber, dass alles irgendwann rüber ist, mit dass es wichtig ist, sich zu erinnern, an Werte mit weiterzudrohen, die an unserer Gesellschaft unbedingt müssen hochgehalten gehen. Den Honoré Gregorius hat ganz viel menschliche Qualitäten mit an eine Führungsposition gebracht. Er hat seine Mitarbeiter respektiert und hat eine gewisse Gentillesse, die nicht jedem Guinness und die immer mehr an unserer Gesellschaft fehlt. Leider können so Qualitäten an unserer Zeit als schlecht interpretiert gehen. Es geht gerne schnell, damit unterschätzt. Wie meine Parteikollegin Pascal Arendt vor kurzem Enker parteiintern gesagt hat, wenn er leer was, kann den immer am weitesten. Darüber heraus, als eben auch den ihn ist. Den Onno war kein Mensch von der Murcht, vom Kommandieren und Kritisieren oder die anderen Leute rundherum sich klein machen. An dem Sinn wird hier sicherlich eine positive Spur an noch flott Erinnerungen an der Gemeinde hinterlassen. Notamment die, wo 2015 ein kleines Mädchen von Aleppo beim Honoré am Foyer zu Esch, burgemeestisch vom Foyer gewählt ist. Ich habe mir heute kleinen Exkurs erlebt, weil wir an den Service von der Enfance an einem sensiblen Bereich sind, wo eben den Umgang mit den Leuten, mit den Mitarbeitern, den Eltern, den Kindern eine immens große Rolle spielt, und schlussendlich am positiven oder negativen Sinn immer beim Kind ankommt. Eine weiter persönliche rezente Erinnerung als Dauerjung von der Roulotte für die Spielschule am Beckener Büsch, auch eine Erbschaft vom Honoré. Ich will aber heute noch ein Meriter vom Nico Hoffmann erwähnen, der schon 2011 mit mir durch Bücher gegangen ist, für ein Sitz für die Büschspielschule zu sichern, an der begeistert war, dass wir die Büschpädagogik verstärkt auf unserem politischen Programm hatten. Die Büschspielschule hat Schule gemacht, wir haben eine Purkartchen an der Stadt Büschklassen, die viel Success haben an Appui von den Eltern.
Nach einem dritten rezenten Event wurde die Organisation vom Fest Megar bei der Garerschule. Leider konnte ich nicht dahin gehen, mir schon immer Positives hören. Aber bei all den aktuellen Diskussionen, die wir über die Gar führen, schenkt mir das von den wichtigsten Ansätzen. Die positiven Aspekte vom Quartier auf hier zu streichen, die Leute zusammenzubringen, Partizipation von den Kindern an der Belebung vom Quartier zu fördern, Flott-Events am Espace Public auf der Gare organisieren, wo die Bewohner an noch einer Städter Leute Lust kriegen, hinzugehen. Zu den verschiedenen Rapporten. Ich habe all Jahres die Broschüre von der Schulorganisation mit großem Interesse gelesen. Ich begrüße auch das Jahr die erste Ebauche von einem Rapport de l'Enfance, wo also auch das Service Crèche mit dran ist, wo ihr einen Überblick kriegt, wie viel mehr es die Stadt Lützelburg gibt, für qualitativ gute Strukturen für die Kinder zu schaffen. Ich stelle mit großer Zufriedenheit fest, dass wir den Pedibus schon auf 12 Seiten anbieten an 19 verschiedene Linien organisieren. Ich weiß, dass das immens viel Arbeit ist. Es muss fiable Leute rekrutieren, es muss ein Remplacement organisieren, wenn krank ist. Aber das ist ein immenser Fortschritt, weil es aber den Autostrafik rund um die Schule reduziert und auch zu einer Sensibilisierung von den Eltern an dem Sinn feiert. Ich begrüße auch die Installation von einem Erdtramp an der École Michel Walter. Wir kriegen also 2 Seiten an der Stadt mit Erdtramp, auch in zu Dummelding. Das ist immens wichtig für die Motorik und allgemein Wohlbefinden von den Kindern, auch von denen mit spezifischen Bedürfnissen. Des Weiteren haben wir das Gebäude genutzt für Klassen für autistische Kinder. Ich meine also, dass wir einen guten Usage von dem Gebäude gemacht haben. Wir haben auch ein Jahr von der Fusion von den Garer Schulen an der Runais. Und es ging mich interessieren, wie du das Feedback von den Eltern war, ob wir viele Kinder an privat- oder internationalen Schulen verloren haben, wie das gefährdet ist, und allgemein, ob die Fusion auch zu der Kohärenz soziale vom Quartier beigetragen hat. Nach einem wichtigen Schritt noch 4 schenkt man die Projekte von Kohabitation am Cycle 1 auch das für einen langen Weg, weil das ein Umdenken dabei notwendig ist. Und zwar, dass ein Klassensaal nicht mehr dem Enseignant gehört, mit den Kindern an der Allgemeinheit. Und dass in sich bestmöglich mit den Kollegen aus dem Foyer soll koordinieren. All das verlangt Kompromisse. Die sind ganz gut für den Charakter von jedem. Und damit geben wir auch den Kindern ein positives Beispiel. Sie selber müssen helfen, ihren Saal abzuräumen und für die verschiedenen Aktivitäten mitzugestalten. Kohabitation wird auf Dauer die nachhaltige Lösung für als Schulgebäude sein, weil Terrain an der Stadt sie begrenzt und es muss sich überlegen, inwiefern es sinnvoll ist, Gebäude und Räume zu bauen, die entweder morgens oder mittags eitel stehen und am Endeffekt für dieselben Kinder sind. Apropos Zusammenschaffen von Schule Foyer, also aber der ganz große Meilenstein am Rapport von Julie Dupont über den PEP zu finden, nämlich das Personal vom Site Verger will an eine Kooperation zwischen Schule und Foyer gehen, an dem sie sich gegenseitig aushelfen. Das heißt, dass Edukatoren aus dem Foyer mal können morgens an der Schule mithelfen und dass die Schulmeisterin mal können am Foyer intervenieren, zum Beispiel an der Hausaufgabenhilfe. Das ist sicher für die Hausaufgabenhilfe eine gute Lösung. Und wir wissen ja alle, dass viele Kinder nicht können daheim geholfen kriegen und mehr Chancen haben, wenn sie an unseren Strukturen geholfen kriegen. Es sind auch ganz froh zu lesen, dass wir als Cellule Psychologique für als Kinder konnten erhalten und weiterführen. Das war auch ein langer Combat, weil sie am Prinzip sollten 2014 vom Ministerium überholt gehen. Sie selber wollten aber hier an der Gemeinde bleiben und auch nicht nur über den Weg von der Schule mit den Kindern arbeiten, aber für die Familien da sein. Sie hatten damals den Schäferhut konnten überzeugen, und konnten auch neue Leute rekrutiert gehen, sodass das wichtigste Angebot für als Kinder weitergeführt gehen. Traurig ist natürlich zu lesen, mit wie enge Probleme die Kinder kommen.
Ängsten, nervös Ticken, Suizidgedanken, Depressionen, Mobbing. Eigentlich alles ganz, ganz schrecklich, was an so einem kleinen Leben kann passieren. Und das ist sicher richtig, daran noch viel Aufmerksamkeit und auch öffentlich Mittel zu investieren. Ich begrüße auch die Weiterführung von den Aktivitäten von der älteren Schule, die auch an unserem Tierlieu zu Boneweg einen guten Platz von tut. Ältere sind als Haut eine oft komplizierte Sache für Familien, die angewandert sind, und keine Großeltern nur dabei haben, die Sprache nicht immer verstehen und die Kinder nicht immer können an der Schule helfen. Dabei kommt, dass viele Kinder den ganzen Tag nicht daheim sind, und da kann ein mal leicht Probleme übersehen, wo man dann aber Urlaubsstellen bieten, für sie abzufangen. Das sind so gut als Psychologen wie auch Schul- und Foyerspersonal. Es scheint auch vom Terrain, dass Schulmeisterinnen und Edukatrice von den Foyers gut kommunizieren über die Kinder, sich austauschen über Probleme, für Wege zu finden, den Kindern zu helfen. Des Weiteren begrüße ich auch, dass der Makerspace letztes Jahr offiziell Ouvertüre gefeiert hat und auch die Aktivitäten zugeholt hat. Zwischen den ICN, Schuljahren und der Equipe vom Techno liegen also auch ein ganz gut Entente. Ich wollte aber auf etwas zurückkommen, was der Claude Beisch mir schon vor 3 Jahren gesagt hat. Er konnte als damals kein Enseignant für den Makerspace gehen und hat mir angeraten, einen spezialisierten Edukateur am Numerik anzustellen. Das für das mehr Klasse können kommen und da gut sur place encadriert sind. Die CN haben nämlich eine andere Tasche. Sie sind zuständig für die Education digital allgemein an den Schulen und nicht für den Encadrement der ganzen Zeit am Makerspace. Ich wollte auch dem Paul Galles mit auf den Weg gehen, dass es eine Piste wäre, Kannergruppen aus dem Foyer am Makerspace zu empfangen. Das sind nämlich dieselben Kanner wie an der Schule, aber sie sind zu anderen Zeiten am Foyer, sodass der Makerspace auch donnerstags oder donnerstags Mittageskind für Kanner genutzt wird. Ich begrüße auch die Weiterführung vom Projekt Up Foundation auf der Gare. Ich habe das schon erwähnt, weil ich meine, dass du durch eine positive Dynamik unter dem Garer Schule gekommen ist. Was den Rapport von der Medizin scolaire anbelangt, ist es schon präokkupant, dass 10% der Kinder übergewichtig sind, mit allen psychologischen Problemen, die das zu springen. Notamment Minderwertigkeitsgefühle, Mobbing, einfach ernst gesinnt zu gehen, einen anderen Blick von der Welt, von den Erwachsenen zu kriegen, Männer Unerkennung. Auch die Großzahl von Kindern mit Detresse psychologique als präokkupant, wobei es schon positiv ist, dass man die Probleme bei den Kindern gesehen und auch benennen und damit dazu beitragen, Lösungen zu finden. Ich erinnere mich, dass an meiner Kante die Detresse psychologique nicht wirklich ein Thema war. Es hat ihn zu gucken, dass Sachen klappen, an eins zu gehen, an der Schule und außerhalb. Ich will dann noch heute zum Schluss den Paul Galles felicitieren für sein Engagement, als eine ganz gute Präsentation und auch dem Service merci so für ihr gute Arbeit. Ich werde die Schulorganisation mit großer Überzeugung stimmen. Voilà. Merci. Merci vielmals für den Beitrag an der Gangstamm dann Brümmeltour gehen. Vielmals merci für das Wort, Madame Mujamistisch. Ich wollte auch hier aufhängen mit den Mercien, nämlich und den Schulchefen und den Schulservice, seiner früheren Leitung und seiner neuen Leitung, Madame Rosa Estaquero, und natürlich auch allen Mitarbeiterinnen vom Service, von den Servicer. Schule ist ein immens wichtigen, aber eben auch ein komplexen Dossier für die Kommunalpolitik. Mir passioniert mich. Leider ist es mir eben nicht möglich, auf all Rapport, all Projekt anzugehen. Und ich will mich dafür am Weiteren auch beschränken, auf den Aspekt von der Attraktivität von der öffentlichen Schule, die Infrastrukturen, auf den Kontingent und Permutation, auf die Innovation Pädagogik und auch auf Partizipation. Ich fand, das sind Themen, die gerade eben die Schulorganisation noch ausmachen. Ich begrüße durchaus, dass was Madame Marthe gerade am Anfang suggeriert hat, dass man ein Debat feiern über Enfance Jeunesse, die wirklich einen Platz hat, weil es geht immer so ein bisschen matt aufgehandelt. Herr Galles, der hat engagiert Ried gehalten für die Stadt der Schule.
an einer Vision, die von einer Schule, wo die Kinder am Mittelpunkt stehen, wo Partizipation an wo die Gemeinde ihren Gestaltungsspielraum nutzen sollte. Du gehst als definitiv nicht zu so. Mir geht es mit einer Vision durch. Wenige sind mir an der Opposition zumals, wenige sind Eltern, wenige sind Kinder, an auch Schulpersonal konkret Resultate. Die nennt 6 Prioritäten, an der Stelle fest, 4 davon sind weiterhin großschantischer. Der Rückstand beim Bau von Gebäuden, respektive die Modernisierung von den bestehenden Gebäuden, das aber noch immer kein gerechtes System, was die Verteilung vom Kontingent angeht. Wir haben einen Mangel von Kommunikation, ob schon mit Digitalisierung haben, aber wir haben aber auch immer noch lang können bei der Partizipation. Wir als die Grünen vermissen an diesem Debat ob dass verbindliche Ziele an Standarden angeschrieben gehen, proposiert gehen, die für alle Schulen, alle Feuerskolär gelten. Das ging dazu beitragen, dass all Kant eine gleich hohe Qualität und Schulbildung an Betreiung kriegt. Als 19 Schulen empfangen knapp 6.000 Kinder, wobei ganz stark Schulen am C1 sind mit bald 2.100 Kinder. Und ich kann nur gerne wissen, gehen die alle guten Hände an den C2? Hat die Schulen über die letzten Jahre und denen ich gesehen, ob den Übergang vom C1 auf den C2 für zu sagen, ob da Dorf verloren gehen, weil die Eltern dann eine Privatschule wählen. Die Schulen sind nicht immer selber präsentiert an den Rapporten. Und ich hat ehrlich gesagt auch nicht so viel Zeit für das über die letzten Jahre nachzugucken, mit der heute bestimmte Statistiken. Wir haben auch natürlich eine große Vielfalt mit Bezug auf Kinder, hier Familien, mit Bezug auf der Größe von den Schulen, mit Bezug auf die Gebäude, Schulheft, Equipment, mit Bezug auf Projekte, auf die Feuerskulären und auf die Kapazitäten. Ich fand, es muss gelingen, für alle Kinder eine bestmögliche Bildung zu assurieren. Wir sehen natürlich Efforts, die gemäht gehen, aber wir sind immer noch der Meinung, das geht nicht durch. An diesem Rapport fehlt auch zum Beispiel die Information dazu, wie den Tod ist von den Kindern aus der Stadt, die nicht an als öffentliche Schule geht. Entweder eben an eine Privatschule oder an eine sogenannten Internationalschule. Könnt ihr also die Informationen geben, für zu wissen, ob der Trend gestoppt ist oder ob er sich eventuell noch ein Kehr verstärkt. Der hat 2 Zahlen genannt, nämlich 35% von den Kindern vom Kirchbirch gehen an die öffentliche Schule, das heißt aber auch 65% gehen an eine Privat. Zu Bonneville am Verger sind es da 77, die an als öffentliche Schule gehen. Das sind wirklich große Unterschiede, dafür ging mich wirklich die Moyenne interessieren, respektive auch zu wissen, was sind Kartchen, wo mehr wird halten von den Kindern an eine Privatschule gehen. Weil das für uns froh von der Mixität stellt an auch den von der Integrationsfunktion, die ein Grundschule an ein Quartier soll tun. Den Observatoire von der Qualité scolaire hat rezent festgestellt, dass Kinder, die so Schulen, also Privatschulen besichern, meistens aus besser gestalteten Verhältnissen kommen, dass da Familien monoparental repräsentiert sind. Also es kann ja durchaus von enger sozioökonomischer Segregation schwatzen, die man natürlich nicht sollten akzeptieren. Wir müssen die öffentliche Schule mehr attraktiv machen und das auch besser kommunizieren. Und ich wiederhole vielleicht ein paar Punkte, die wir die letzten Jahre schon abgelöst hatten. Wir fanden, dass wir standardmäßig Support und Werte machen, die Schule auf Foyer die Möglichkeit geben, sich den Eltern attraktiv zu präsentieren. Die Schule sollte am Verbund, am Quartier promoviert gehen. Es gibt die Soirée Bienvenue, die da organisiert, also die Gemeinde organisiert, für neue Leute. Und ich fand, wäre vielleicht eine Idee für so eine Soirée Bienvenue spezifisch für Familien zu machen, wo sie nämlich dann auch das System besser erklärt kriegen. Das ist relativ kompliziert. Und da dann auch attraktiv Informationsmaterial über das öffentliche Schule kriegen. Natürlich gehört auch eine attraktive Schule vom Gebäude und von Equipment, vom Schulhaft dabei, und auch den Aspekt von der Sicherheit im Schulweg. Dazu eine Frage zum Pedibus, den ja als großes Succès präsentiert wird. Ich erkenne auch dass da wirklich viel Efforts gemacht werden, für das Projekt an alle Ressorts scolaires zu proposieren. Der SOT aktuell sind 12 Ressorts serviert an 34 Linien funktionieren, erfunden 34 Linien funktionieren dann 19, das heißt, dass sie 56% von den Linien, die funktionieren. Wo sollen da 26, 27 beikommen? Wie viel Kinder holen dann der Pedibus am Moyenne pro Linie?
Für was kommen die anderen 44% von den Linien nicht an Betrieb, aber was man da geht, wurde auch konkret donnieren, ob den Taxiparent du dich aufgeholt wird, an sich Sicherheitssituationen rund um die Schulen verbessert wird, an vielleicht, weil er das auch ernimmt hat an ihrer Präsentation, was soll den Kannerstadtplan, den ja auch schon manchmal 5 Jahre an der Macht ist, konkret bewirken, für die Sicherheit im Schulweg zu verbessern. Ich komme auf die Infrastruktur. Schmangen, do sind wir als aber alle guten eins, lebt bei den Infrastrukturen dem Besoin noch immer Hand und Run. Das tut der Mensch selber auch festgestellt. Dafür ein externes Büro war im letzten Jahr als Lesung genannt gehen, an dir Sodlo als Schulschaffen, das Büro gibt ein Gefühl dafür, was gebaut muss gehen. Okay, ich habe kein Problem mit Gefühlen, mehr an der Planung von Schulinfrastrukturen geht es aber mit Gefühlen nicht durch. Es geht deutlich, dass viel zu viel lang nicht genug geschieht ist, an dat Schulen Platzprobleme haben, an also auch muss schon Funktionsräume, die eine Funktion haben, für individuelle Betreuung zum Beispiel, für Musik oder andere Sachen, die müssen als Klassenraum umgenutzt gehen. Und das mischt viele Schulen, aber auch vielen Enseignants wirklich richtig Stress an, die spüren sich auch nicht genug informiert. Das ist ein Retour vom Terrain. Ein konkretes Beispiel aus der Kirche, das Neidgebäude ist schon zu klein, das war am Anfang schon immer, das wissen wir schon. Mit dem Foyer Skolärplatz, das alle nicht, kann er gehen an der Mitte Stunde am Bus an den Neidorf, an ob Dummelding gefahren, für ihnen eine Möglichkeit zu bieten, an den Foyer können zu gehen, und es geht aber noch weiter gebaut Kirche. Das Lehrpersonal und die Eltern stellen sich wirklich froh, was die Stadt für ihre Plan für die Infrastruktur hat. Kirche sind auch viele Kanner, aber so spezifisch. Ich meine, das gesagt, gehen ungefähr 45% von den Kanner haben ein Dossier, den mit Inklusion zu tun hat. Und ohne dass man dann Dosal haben, für individuell zu schaffen, Logopädie oder den Centre pour le Développement Moteur können kommen zu lassen, denen kann er nicht gerecht gegeben. Doléance gibt es da auch, wenn es dem Container für den Cycle 2 an Merkruten gesagt, dass Gemeng eine Klimaanlage fusioniert hat, ob schon am letzten Sommer die Temperaturen von 39 Grad gemessen wurden. Das stellt uns wirklich seriös frohen. Gerade am Sommer, wo ja aber auch viel Photovoltaikstrom da ist, wir sind doch nicht den Energieverbrauch, das war nämlich dann ein Argument, als Argument eben es geht eine Klimaanlage aufhören. Co-Utilisation an besonders Kohabitation gehen ob Einzelplätzen endlich realisiert. Da tun wir als Ring schon lang gefroht, weil Neues oder Mittes Reim eitel stehen zu lassen, war nicht eng als mit der Platz, das ist keine Option. Das ist auch die finanziellen Ressourcen besser angesagt, wann Reim gut genutzt gehen. Das ist also positiv, dass endlich mehr geschieht, an besonders am Cycle 1. Und das dadurch eben auch, hat man der Markt hat es auch schon ernimmt, Lehrer an Feuerspersonal vielleicht mehr zusammen gefordert wird, und dass man dann dadurch auch hoffentlich positive Effekte auf die Peppen haben. Schulheft, die gehören für mich integral zur Schule, sie gehen aber eben auch darüber hinaus als Spielplatz genutzt. Und auch da sind wir der Meinung, es muss mehr gemacht gehen. Mehr Entsiedlung, mehr Bekringung, mehr Schiert. Besser einer Spieler für die Motorizität zu fördern, Mobiliar für zu entstressen, das war auch ein Aspekt, den der genannt hat, aber auch für Schuldebausen zu machen, ein Präo zu haben für schlecht Wetter. Hier wäre es wirklich, wirklich wichtig, dass man als Gemeinde Standards geben, die wir überall realisieren. Wir sehen am Plan pluriannuell, dass ein bisschen nur geplant wird mit Sonnenschutz, aber das geht als definitiv nicht durch. Nach einem Beispiel für den Verbesserungsbedarf Schulhaft Kirchbirch, den 2017 provisor ist. Kein Schiert, kein Spieler, schüss Beton. Ich hatte dazu schon mal eine Frage gestellt, aber offensichtlich ist da immer noch nicht genug geschieht. Auch an der Hinsicht möchte mir den Neubauprojekt zu backen, klang Sorgen, weil bei der Präsentation an der Kommissionen war nicht richtig klar, ob dann den ordentliche Schulhaft zur selben Zeit fertiggestellt wird wie die Schule. Also das fand ich, muss der Standard sein.
wenn wir eine Schule abmachen, ich will nicht vergleichen mit Toiletten, wir dürfen keine Schule abmachen, wo keine Toiletten sind, wir sollten aber auch keine Schule abmachen, wo der Schulhof nicht funktional und fertig ist. Ich wollte an diesem Kontext auch noch wissen, weil das gut mal so gesagt, ohne weitere Informationen, mehr, ob es stimmt, dass an einem Schulhof kein Spieler installiert wurden, weil den Hof einmal am Jahr meist als Parking genutzt ging. Ich komme auf den Kontingent. Ja, das weiß ich leider nicht. Ich habe das gesagt, dafür seht ihr schon nicht. Aber bon, wenn nicht so wird, da gebe ich aber froh, einen Eindruck zu halten und das nicht als Argument, den Argument definitiv nicht zu akzeptieren. Der Kontingent, das ist ja am Anfang das Herz von der Schulorganisation, also die Verteilung von den Stunden, die den Edukationsminister der Gemeinde aufgrund von den Schülerzahlen zur Verfügung stellt. Und da sehen wir keine Großänderung. Die Schulchefin sieht es selber, es war keine Revolution, die durch die kosmetische Anpassung vom Indice Sozial stattgefunden hat. De facto ist bei einer Schule die Posten Männer zugedeelt gehen, aber bei einer anderen manchmal mehr. Schon ein paar Jahre proposieren mehr als die geringe Fraktion, dass bei der Verteilung von den Stunden mehr auf die Resultate geguckt wird. Schwache Resultate von einer Klasse können als Indice geholfen gehen, für mehr Ressourcen am Jahr drauf anzusetzen. Schwarzenheit von den EBSTAN-Donnerien. EBSTAN, das sind die Lernstandserhebungen, die am ersten Jahr vom Zyklus gemäht gehen. Und hinnen als das Leistungsniveau am Klassenvergleich, am Schulvergleich und am nationalen Vergleich aufzulesen. Wir kriegen sind der Meinung, dass den das Donnerien nutzen für gezielt Leistungs- und Lehrerdefizite umzugehen, die sich an einer Klasse oder an einer Schule weisen. Eine Klasse, wo am Ende vom ersten Jahr vom Zyklus klar ist, dass sie am Vergleich mit anderen Klassen an andere Schulen aus der Stadt natürlich am Rückstand ist, kriegt dann am Jahr drauf mehr Ressourcen. Durch ein besseren Enkadrement, durch mehr Enseignants oder edukativ Personal kann dann der Rückstand am nächsten Jahr direkt aufgebaut gehen. Das ist nicht nachvollziehbar, für was die Schulkommission am Anfang auch der Gemeinderat das Donnerien nicht kriegt. Sie gingen die Schulorganisation mehr faktenbasiert machen, an das Resultat auch mehr zielführend. Wir freuen euch auch notamment als DP-CSV-Schöfferrot mit der Verantwortung auch im nationalen Plan, dass ihr mit Notdruck euch nationale Plan dafür einsetzt, dass die Berechnung vom Verteilungsschlüssel aufgeändert wird. Weil das ist aber ein Problem, wenn der staatliche Stundenkontingent gerechnet wird, ob den Indice Sozial von einem Quartier, an dem dann aber überdurchschnittlich mehr Kinder aus gut gestalteten Familien an eine Privatschule gehen. Weil das heißt dann, dass die öffentliche Schule mit relativ wenig Stunden viel Kinder mit großem Bedarf und Bekleidung abfangen muss, was wie mehr Gesundheiten und Kirchspiel der Fall wäre. Ich will Permutation angehen. Auch das ist ja das, was wir hier stimmen. Bei der Schulorganisation geht es um die Affektation vom Lehrpersonal. Das für mich, aber auch für viele Eltern nicht beruhigend zu hören, dass viele Posten abstehen, dass viele Posten mit Chargen, Berufsaufhänger oder mit Stagiären besetzt gehen. Ein Charge oder ein Aufhänger kann gut Schule halten, das ist mal nicht pauschal auf Frage gestellt. Trotzdem ist es nicht nachzuvollziehen, für was brevetiert an experimentiert Lehrpersonen nicht da angesagt gehen, wo schwierige Situationen sind. Ich gebe hier auch ein konkretes Beispiel, wo das deutlich steht, dass ein Permutationssystem suboptimal ist. An der Dummeldinger Schule kommt am letzten Jahr zu massiven Störungen am Unterricht. Das, weil man da viele Kinder mit großen Problemen an einer Klasse hatten. Eltern und Enseignants haben Alarm geschlagen, und es wurde auch interveniert, das will ich hier ausdrücklich betonen. Und er hat dann für das Jahr die Idee, durch sogenannte Zyklusklassen, also am Zyklus 3, Kinder aus dem Zyklus 3.1 und 3.2 gehen du zusammen an eine Klasse und dadurch eben dann eine Situation zu schaffen, an der das Kinder, also die Kinder mit Problemen, aber auch die anderen besser zusammen funktionieren können, wo Schulhallen, aber eben auch Lehren möglich ist. Also die drei Zyklusklassen wurden für die Permutation ausgeschrieben. Aber wenn ein Dokument von der Schulorganisation geguckt wird, stellt ihr fest,
Kein brevetierten Schulenseignant hat sich auf die 3 Plätze gemeldet. Das heißt, da werden dann Chargen, Berufsaufhänger, aber natürlich hoffentlich keine Stagiären angesagt gehen. Sorry, das ist ein Eschek vom Permutationssystem, weil hier steht definitiv nicht mehr Kant am Mittelpunkt. Ich komme noch pädagogische Innovationen. Wir sind schon beim Punkt 5. Voilà. Oh, 37. Für der Courage zu machen, ich bin aber froh, dass noch 0 lauscht. Merci. Viele Initiativen und Aktivitäten gibt proposiert. Und das ist auch wirklich interessant, das an den Rapporten zu lesen. Und Offer ist sicherlich auch ein Reflex von unseren finanziellen Möglichkeiten in der Stadt. Für Services wie Makerspace, Aktivität Natur, Aktivität kulturell, ältere Schulen, Centre Verdi etc. anbieten zu können. Aus den Rapporten liest ihr nämlich auch, dass das Engagement und Motivation von diesen Equipen wirklich groß ist und dass sie sich auch als ein komplementär Offer zum Lehren, zur Bildung klassisch verstehen. Das ist für mich aber nicht ersichtlich, ob all Kant, all Schulen gleichermaßen von denen Offeren profitiert. Oder eben auch nicht, weil es liest ihn beim Centre Verdi, dass Schulen aus Männer gut gestalteten Quartieren auch Männer DAX und Aktivitäten teilholen wie andere. Und das fand ich bedauerlich, besonders für die Kinder. Du musst dann Schule oder Lehrpersonal mehr encouragiert gehen. Ein anderer gefrohten Offer ist die Böschklasse. Die viel positive Aspekte von der Böschklasse müssen am Anfang nämlich abzählen, dass du baust, zu sehen, an der Natur zu lehren, emotional an motorische Entwicklung für uns zu bringen, einen Ausgleich zu uns zu entstressen. Das ist ja auch gerade für Kinder, Familien oder wo Familien nicht nur bei einem Park leben oder geringes rundherum Hund. Die Stadt proposiert Roulotten auf verschiedene Plätze, also neben der Bösch-Spielschule habt, proposiert Stadt Roulotten auf verschiedene Plätze für das Aktivitäten. Und es dürfen da auch gerade 2 neue geschafft. Aber das als bewusst, das ist ein Offer, das ist kein Urrecht. Es hängt immer von der Lehrperson auf, von Lehrpersonen auf, ob das Angebote gibt an einer Schule oder nicht. Das war zu Beginn am CE in dem Fall. Da war eine Klasse, die ist an der Bösch gegangen, regelmäßig. Und die Eltern waren auch ganz froh darüber. Aber für das Neidjahr gibt die Klasse nicht mehr, weil die Enseignant sie nicht mehr anbieten wollte und die Eltern sind nicht froh darüber. Da fehlt es auch wirklich eine strategische Approche, weil wenn man so, dass es wichtig ist, dass Kinder das Erfahrung machen, dann muss man es irgendwie einen Plan geben, dass all Kind am Laufe seiner Schulkarriere eine Böschklassenerfahrung machen kann. Und an diesem Fall konkret gesehen ich auch, oder für das Schuljahr gesehen ich am Anfang eine verpasste Chance, weil, wo wir über Spielschule geschwart haben, da haben wir gesehen, wir haben eine Equipe von 3 engagierten Personen, die eine spezifische Formation an der Bösch-Pädagogik haben, die nicht an der Bösch-Spielschule angesagt gehen, weil du gibt auch schon eine Equipe von engagierten und formierten Leuten. Aber für was können wir dann nicht gucken, dass das Leute, dass das Enseignant an den anderen Schulen die Offer von der Bösch-Klasse, von der Bösch-Pädagogik überholen. Und ich denke mehr, da könnte man das konfirmieren, als das dann nicht auch ein Problem von der Permutation. Qualität von der Grundschule lässt sich natürlich auch nicht just unter der Zahl von den Aktivitäten an den Evenementen messen. Das Hauptziel sollte immer sein, ein möglichst hohes schulisches Niveau zu erreichen, für dann hernach möglichst viele Optionen zu haben an eine gute Basis für das Sekundär. Und an diesem Kontext muss ich dann mit Bedauern feststellen, dass am ganzen Rapport das Thema Hausaufgaben quasi inexistent ist. Das ist mir unverständlich, weil wir wissen alle Guten, dass Hausaufgaben wesentlich zum Lernerfolg beitragen, besonders bei denen mit schwachen Kindern. Hausaufgaben also ein großes Thema für viele Eltern, weil der Foyer Scolaire DAX nicht die besten Konditionen bietet, für Hausaufgaben zu machen. Das ist nicht mehr hier Mission, für Hausaufgaben zu betreuen, just noch zu begleiten. Könnt dabei, dass Kommunikation über die Hausaufgaben zwischen Schule und Foyer noch immer nicht optimal lebt und also auch die Informationen nicht rüberkommen, weil das Dispositiv vom E-Bischelchen bei unseren Leuten nicht gleichermaßen genutzt wird. Das dürfte nicht sein.
Ich habe auch letztes Jahr schon gefragt, eine Analyse gemacht zu kriegen, wie die Hausaufgabenbetreuung durch die Foyer scolaire funktioniert. Das ging als auch erlauben, für konkrete Mesuren zu entwickeln. Eng davon wir, das Schulzeitenmodell zu überdenken. Das ist ja klar eine Kompetenz von der Gemeinde. Sind als Staat der Schulzeiten nach adaptiert und die Besoin von den Familien, wo viele Eltern zu zwei schaffen gehen, wird dadurch eventuell auch eine Entlastung an die Foyer scolaire möglich, an auch eine Entstressung am Alltag von den Kindern. Ich begrüße übrigens ausdrücklich auch die Initiative, die an der Verger-Schule Boneweg auf den Weg gebracht wird, nämlich den durch eine Schulzeiten über die Mittagszeit wäsch zweimal an der Woche eine Hausaufgabenzeit zu ermöglichen, die von Enseignants assuriert wird. Das ist aber nur just Verger-Schule. Da sind wir noch nicht beim Standard, das hätten wir gerne überall. Aber ich freue mich, weil das ja noch ein Pilotprojekt, dass wir das Pilotprojekt auf Basis von klaren Indikatoren evaluieren und dass wir dann aber gucken, wie an all die anderen Schulen von der Gemeinde zu verdrohen wird. Der letzte Punkt zur Partizipation. Ich wollte natürlich so, dass die Partizipation von den Kindern, die der ja ausdrücklich auch rausgestracht hat, zu unterstützen ist, und das begrüßen wir. Mehr, dass wir bei denen von den Eltern noch Sput nur oben hätten. Schule, Foyer scolaire machen wirklich einen großen Teil am Leben aus von den Familien und von den Eltern. Und dafür sind sie auch wichtige Akteure, auf die man mehr lauschen müssten, für die Stadt der Schule zu verbessern. Als Schulpolitik kann an Eisenahn viel mehr partizipativ gehen. Und die Schule kann als als Lebensraum durch wirklich und Qualität gewinnen. Hier gibt es viele Aspekte, wie kann eine Schule mehr attraktiv gehen, die Schule wie mehr sicher, die Infrastruktur, Schulhafen, wie soll das aussehen, wie sollen freie Schulen zusammen schaffen, was für eine Unterstützung braucht man, wen soll Unterstützung leisten, was für eine Rolle überholen Eltern, Schulzeiten an nach. Beispiel aus Stadt Paris, also ich will ein Beispiel aus der Stadt Paris nennen, die haben sich rezent durch einen sogenannten Convention Citoyenne, also vom Bürgerrat, Rekommandationen machen gelos von Eltern für das Problem von der Gewalt und vom Abus an der Schule zu bekämpfen. Wir können das wirklich vorstellen, so etwas auch hier einkehr zu lancieren. Eine bessere Qualität von der Schule und vom Accueil und dadurch die Inklusion, Mixität, Partizipation an den schulischen Erfolg favorisieren. Dazu haben die Eltern aus der Stadt Lützeburg, aber auch die anderen Akteure aus der Schulkommunität etwas zu sagen. Wir proposieren an dem Sinn, dass sie sollen Rekommandationen für uns, für die Politik machen, am Kader von so einem Bürgerrat. Ich gehe vielleicht noch 3 Kurzerklärungen dazu, weil die Bürgerrat, das heißt, da hat man einen Tirage au sort, den eine Gruppe bestimmt, den ein paar Kriterien von der Responsabilität natürlich erfüllt. An diese Gruppe, das wären dann Eltern, Kinder, Schüler, Personal, gibt den Auftrag kriegen, Rekommandationen auszuschaffen, die dann dem Schöffner Gemeinderat vorgestellt gehen, an die für die Gestaltung von der Schulpolitik relevant sind. Das Panel dürfte sich auch über die Vorstellung formieren, bei Experten nachfragen, bei den Responsablen von den Services auf den Terrain gucken gehen. Wir als Fraktion proposieren so ein Bürgerrat mit Eltern für Schulkinder aus der Stadt, mit Kindern, Schul- und Freies-Personal zu organisieren und schon an dem Sinn eine Motion präpariert, die dann Heimaten erreichen. Ich meine, der Kreuze ausgedehnt oder der Kritzele ausgesät. Die Gräng, pardon, das hat ich schon gesagt, bei Motion, da tut mich da wahrscheinlich komplett durch Nebrücht, bei Motion, apropos. 2021 hat der Gemeinderat die heute Motion gestimmt, auf Basis von der wir gefragt haben, bei den Eltern von Kindern, die an der Foyer scolaire in der Stadt gehen, eine Zufriedenheitsimpfung zu machen. Ich habe die Motion 2020 rangereicht, das heißt, das sind nur 6 Jahre hier. Wenn ich nur so lange brauche, definitiv mal nicht für einen Doktorarbeit, seht das am Anfang schon alles. Schalen das am Anfang auch schon für ein Mangel und Respekt dem Gemeinderat gegenüber, dass das immer noch nicht gemacht ist. Ich komme zur Konklusion. Es gehen definitiv Entwicklungen, die an die richtige Richtung gehen. Pisten,
die mir auch schon hinter einer Reihe Jahren geschwart haben, ohne richtig gehört zu gehen. Die Passung vom Kontingent, ein Ersatz von Ressourcen da, wo sie nötig sind, für gerechte Chancen für alle Kanten zu garantieren. Bedeutung von einer guten Infrastruktur, wo auch Schulhäft dazugehören. Mehr Kohabitation zwischen Schule und Foyer scolaire, an Evaluierungen, Pilotprojekte zu besseren Schulzeiten. Wir sehen also einen Fortschritt, aber wir sind noch weit weg von einer Schule, an der all Kant dieselben Chancen hat, wo das Leistungsniveau am nationalen Vergleich gut aufschneidet, wo die Kommunikation mit den Eltern und auch mit dem Lehrpersonal gut funktioniert. Meine Fraktion und ich, wir werden aufmerksam, kritisch und konstruktiv verfolgen, was am neuen Schuljahr soll umgegangen gehen und was umgesagt geht von diesen Punkten, die als wichtig sind. Und für als Bussi und Madame Macht zu orientieren, wir sind und wir bleiben aber live und lever, aber wir machen als Arbeit, als Opposition an also voller Responsabilität. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, ob die Antworten vom Schulschaffen wünschen ihm sowieso für das neue Schuljahr eine gute Hand. Und so und ich muss merci für die Nullausstellung. Merci. Und ich ging dann an Madame Bartolini zurückgehen. Merci Madame la Bourgmestre. Merci Monsieur Gallès pour les informations que vous nous avez communiquées concernant les écoles de la ville. J'aimerais profiter de ce point pour revenir sur plusieurs sujets qui me semblent particulièrement importants pour l'avenir de nos enfants et pour la qualité de notre enseignement fondamental. Au-delà des infrastructures, les programmes scolaires ou des résultats académiques, l'école est avant tout un lieu de vie. C'est souvent le premier espace où les enfants apprennent à vivre ensemble, à respecter les autres, à gérer les conflits et à développer leur confiance en eux. Dans une ville aussi diverse et internationale que Luxembourg, ces questions prennent une importance toute particulière. Notre priorité est le bien-être, l'inclusion et la santé mentale des jeunes. Ces sujets occupent aujourd'hui une place croissante dans les débats éducatifs partout en Europe et les écoles jouent un rôle essentiel dans la prévention et l'accompagnement des difficultés que certains enfants peuvent rencontrer. Comment accompagner les classes les plus difficiles ? Même si la situation dans les écoles de la ville est globalement positive, les enseignants sont parfois confrontés à des situations complexes. Tensions entre les élèves, comportements perturbateurs, difficultés d'apprentissage, situations familiales compliquées ou encore problèmes de santé mentale. Lorsqu'une classe concentre plusieurs de ces difficultés, ce sont non seulement les enseignants qui sont impactés, mais également l'ensemble des élèves qui peuvent voir leurs conditions d'apprentissage se dégrader. Dans ce contexte, pourriez-vous nous indiquer comment la ville évalue aujourd'hui le climat scolaire dans ces établissements ? Existe-t-il des indicateurs ou des retours réguliers permettant d'identifier rapidement les situations qui nécessitent un accompagnement particulier ? Quels moyens concrets sont mis à disposition des enseignants lorsqu'ils sont confrontés à des classes particulièrement difficiles ? La collaboration avec les psychologues, éducateurs spécialisés et partenaires externes vous paraît-elle aujourd'hui suffisante pour répondre aux besoins observés sur le terrain ? L'école est également souvent le premier lieu où certaines situations de souffrance peuvent être détectées. Certains enfants peuvent être confrontés à des formes de mal-être, d'isolement, de harcèlement ou parfois des situations plus préoccupantes dans leur environnement familial. Sans se substituer aux familles ni aux services spécialisés, l'école peut jouer un rôle essentiel de repérage et d'orientation. Pourriez-vous nous expliquer quelles actions de sensibilisation sont aujourd'hui mises en place dans les écoles de la ville afin d'aider les enfants à identifier des comportements inappropriés, à reconnaître les ressources à leur disposition et à savoir vers quels adultes de confiance ils peuvent se tourner lorsqu'ils rencontrent ces difficultés. Les équipes éducatives bénéficient-elles de formations ou d'outils spécifiques leur permettant de détecter les signaux de mal-être ou de vulnérabilité chez les enfants ? Enfin, la ville travaille-t-elle avec des associations ou des partenaires spécialisés sur les questions de prévention des violences, de protection de l'enfance, de respect de l'intégrité physique et psychologique ou encore de la santé mentale des jeunes ?
Nous observons également que le harcèlement et le cyberharcèlement sont devenus des préoccupations importantes dans de nombreux systèmes éducatifs. À l'heure où les enfants sont exposés de plus en plus tôt aux réseaux sociaux et aux outils numériques, la prévention devient essentielle. Quelles actions spécifiques sont actuellement développées dans les écoles de la ville en matière de prévention du harcèlement, de médiation et d'éducation du respect mutuel? Disposez-vous déjà d'un retour d'expérience sur des dispositifs mis en place et sur leur efficacité? Nous aimerions également évoquer un sujet différent, mais qui participe aussi à l'éducation citoyenne des plus jeunes, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les cantines scolaires représentent une formidable opportunité pour sensibiliser les enfants à la valeur des aliments, à la consommation responsable et aux enjeux environnementaux. Nous savons que plusieurs initiatives existent au sein de la ville et je souhaiterais vous entendre sur ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer les projets actuellement menés dans les écoles en matière de réduction du gaspillage alimentaire? Dispose-t-on déjà de résultats permettant d'évaluer leur impact? Et quelles pistes d'amélioration ou de développement envisagez-vous pour les prochaines années? En résumé, la ville de Luxembourg dispose déjà d'écoles de qualité et d'équipes éducatives engagées face aux défis actuels, qu'il s'agisse de bien-être des élèves, de la santé mentale des jeunes, de l'accompagnement des classes les plus difficiles, de la prévention des violences ou de la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Il me semble important de poursuivre les efforts engagés et d'anticiper les besoins futurs. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont, selon vous, les principales priorités de la ville dans ces domaines pour les années à venir? Je vous remercie. Merci vielmals. Und ich ging dann dem Herrn Boissante vorgehen. Merci vielmals für die Wort. Liebe Member vom Gemeinderat, erstens soll ich an von unserer Fraktion natürlich dem Paul Galles merci so für die Präsentation von seinem Rapport. An direkt nu großen Bravo an große Merci und alle Membern von den pädagogischen, von den administrativen Equipe sowie von all als Service schicken, die wie alle Jahre aus all ihre Kräften an hier Dedication, wie kann ich dazu, und ihr Professionalismus und wirklich ihr Herz als Seele an die Arbeit setzen, für die Organisation scolaire als so zu präsentieren. Die Herausforderungen, die sich alle Jahre für Alltakteuren aus dem Bereich von der Education und der Schule aufstellen, sind sowohl Möglichkeiten für eine Gesellschaft zu realisieren, die sich verändert, die wiest und die evoluiert, wie auch und all die neuen Defien, die bei unserer Gesellschaft durchkommen, zu meistern und zu entfernen. Die Schule ist den Grundstein an der Spiegel von unserer Vision, von der sozialen Gerechtigkeit, von der Chancengleichheit und von unseren Aspirationen sozialen. Wir als LSAP haben natürlich ein paar Fragen und ein paar Bemerkungen und wir hoffen natürlich, dass am nächsten Gemeinderat mehr klare und präzise Antworten vom Chefrat werden kriegen. Wie Madame Brümmel gesagt hat, dass effektiv schwer auf alle Punkten von so einem großen Rapport zu gehen und wir haben als Intervention und schon eine Menge Intervention auf verschiedenen Punkten an Themen sondiert. Der nächste Punkt ist die Medizinskollege. Die Schule ist ein Platz und muss ein Platz sein, wo die Gesundheit von unseren Kindern an erster Stelle steht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Gesundheit als ein Zustand von vollständigem körperlichen, mentalen und sozialen Wohlbefinden und nicht nur als Fälle von einer Krankheit oder Gebrechen. Wenn die Schule ein Lehrplatz ist, dann ist ja auch ein Platz für die Gesundheit, überwachen soll gehen, kontrolliert gehen, und den Diagnostik soll unterstützt gehen. Die medizinische Schulservice leisten eine formidable Arbeit und die sollen natürlich heute gelöst gehen an seinen permanenten Ansatz unterstützt gehen. Aber wenn ihr die Zölle vom Rapport guckt, stellen sich aber ein paar Fragen bezüglich die verfügbaren Mittel, zum Beispiel Kreis von Equipen, es sind 11 Leute für die Betreuung von bald 6.000 Kinder. Es schenkt euch wenig zu sehen, wenn ihr das so gesagt, weil nur den Zölle nur nachher, es sind 2638 von denen bald 6000 Kinder, die gesehen konnten gehen. Wer das mit den anderen 3000 Kinder ging, gehört dazu einem bestimmten Zyklus, als die Zyklus so abgebaut durch einen Mangel an Mitteln oder ist das einfach so eine Strategie. Was zusätzliche Mittel sind dann für die Zukunft geplant? Es wäre interessant,
vielleicht Screening ohne natürlich am Secret Medicale ranzugehen, vielleicht ein Monitoring zu gucken, wann verschiedene Pathologien auf verschiedene Populationen durchkommen, dass wir auch können Präventivstrategien mit den zuständigen Services an Equipen besetzen können. Wir sind als sicher all eins ein gerecht Schule dürft keine Kant handeln zu schlossen, besonders nicht die vulnerabelsten oder die besonders Aufmerksamkeit brauchen. Am Territorium von der Stadt gehen es rund 320 Kanner mit spezifischen Bedürfnissen erfasst, aber wer als mit den Kanner, die unter Dyslexie, Dyskalkulie, Dysorthographie leiden, wissen, dass sind zwischen 5 und 8% von den Kanner, die eine Dysstörung präsentieren, ungefähr 1,7 die ein Autismus-Spektrum-Störung weisen Leiden an 5% an einem ADHS oder TDAH für die Frankophonen auch hun. Gëtt hei do eng méi Proaktivstrategie fir d'Unerkennung, Diagnostik, d'Unterstützung bei neurodivergent Kanner, wéi gëtt Betreuung vun dese Kanner durch d'Inklusionskommissionen an deshalb während dem langen Prozess firum Erhalen vun engem Diagnostik gesicher, zum Beispiel 5 Joer op engem Autismusdiagnos werden. Gëtt en kombinéierten medizinsozialen Suivi fir natürlich Familien und auch Prekärfamilien oder die an enger méi fragiler Situation stehen, war das Roll von der Stadt Lützeburg oder wat kennt Troll von der Stadt Lützeburg sinn. Kirpelech Gewalt ohne Blessuren gët eng oss, dat das schon eng puermal ha erwähnt gin, wo Kanner mat enger psychologischer Not festgestalt. Welt ändert sech. Wir haben zu unserer Zeit eine Schule gekannt, die lo nëmi d'Schule vun Hautesdach ass. Als Kanner sind nun ganz viel von Gewalt an Situation Dangerosité auch exposiert, das vier drunter gehen, den Cyberbullying, das physische Bullying. War das Betreuungskonzept an einem staatlichen Konzept für Mangel auf Fachkräften konstant festgestellt muss sehen. Psychologisch Begleitungsequipen besteht, wann ich nicht falsch leien, nimmen von 1,25 ÖTP. Natürlich, das von der meiner Markt erwähnt, das war ja ein Kampf zwischen dem Minister und Stadt Lützeburg. Mehr schmengen, dass das ein Kampf mit Stadt Lützeburg soll am Fongehol seine Schüler ein bisschen mehr breit machen, für Platz zu holen, an die Equipe von der psychologischen Hilfe mehr zu gestalten, weil da sind Moyen nötig, für effektiv als Kanner Mino zu stehen und noch entgegenzukommen. Und nicht nur Kanner, aber auch mit der Familie eine Strategie zu suivi auch zu erfahren, neu zu erfahren. Am Jahr 2025 sind effektiv 136 Kanner Familien, die ein Suivi gebraucht haben. Ein gesunder Körper an einem gesunden Geist. Anima sana, in corpore sano, das ist nicht neu. Wir natürlich sind hilfreich von all die verschiedenen Projekte, noch ganz viele Projekte, die an unseren Schulen, die an Aktivität periskolär abgesetzt gehen. Vier Aktivität, Moving Kids, also ganz gutes Programm. Jetzt sind aber nur 25 Kanner, die betreut gehen, obwohl, wenn die Statistik nur geht, ungefähr 20% von den Kanner an einer Situation von Übergewicht oder Obesität leiden. Was sind eine Strategie oder war das geplant für die Morbid-Dynamik am Fongehol aufzubremsen? Besonders weil alle Studien weisen, dass diese Gewünschtheit an Diätetik für allem schlecht Gewünschtheit sich an der freien Kantität aufhören und feststellen. Das nicht nimmen Troll von der Schule, das natürlich auch eine Kommunikation mit den Älteren, das eine Equipe, die soll auf Bein gestaltet gehen, zwischen Schulen, zwischen Foyern, zwischen Familien, wo natürlich die Ernährungsgewünschten müssen und die schlecht gewünschten müssen zusammen bekämpft werden für die Gut und für die Gesundheit von unseren Kindern. Gesundheit beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Diätetik, aber erstreckt auch auf die körperliche Aktivität. Die vielfältigen sportlichen Initiativen, die am Jahr umgesetzt gehen, an ihre Konzentration verdrängen natürlich die Luft. Wir haben aber das Feedback von verschiedenen Familien, und das ist mir froh, haben wir vielleicht wir haben bestimmt, wir haben einen Plan für die Entwicklung an Vorschlag können zu machen zu Familien von
einer bisschen so alternativ sportlich Aktivitäten an Mobilitäten natürlich wann ich guckt das bisschen so eng statistisch Pyramid dat hue den an der Stadt wie bisschen überall Fußball Basket an Donno geht bis so Bierhof mir schmengen den engem Kant locht gin vor engem Kant loch gin Sport. Dat fängt auch mat eng Diversifikation vun der Offer schwngen die Moyen die hu mir das Kartografie von den verschiedenen Aktivitäten ginnet da die bëssen so méi kritisch sinn punkto Disponibilitéit mir hun noch Platz Territoire vun der Gemeng fir méi zesibel an gratis Installationen zu hunn, denkt in zum Beispiel un öffentlichen Dëchtenniserparken, vun eventuell öffentlichen Paddelterrain, die können die noch zur Verfügung stellen. Schmengen du sind viel verschiedene Sachen, wat sinn do Ideen oder wat das du nach vier gesinn tschen Schulen an tschen Aktivität periskolär. An wann von den Sportinfrastrukturen schwt, dass der Transition fir als Infrastrukturen ausschulen. Bei Schulen sie natürlich den physische Pilier von unserem System, von unserer Organisation. Eng froh, die mir stellen mir über viel Projekten gestimmt, viel Ameliorationen, viel Umbau, viel verschiedene Neuprojekte. Me gëtt oder wie dat net eng Pist fir bësse méi strategisch an noch finanziell strategisch wie operationell wie urbanistisch eng Kartografie mat engem Score vum Zostand vun als Infrastrukturen während Schulhaf, während Viergard, während d'Accessibilitéit an Mobilitéit, wäret Schoulen u sech selber par rapport zu der Kapazitéit, méi och par rapport zu der Vetusté oder eventuellement Dangerositéit vu verschiedene Plazen. Dass mir können dat budgetiséieren, mit dass mir auch können am Fogerhol eng Antizipatioun können eng Antizipationsgedenken könne féieren, weil dank der bësser schwacher Logementspolitik als d'Acceleratioun vun de Kanner an de Schulen bësse gebremst an de lächte Joen dat mirg den. Mit das awer ganz wichtig, dass mir können e langfristigen oder mittelfrische Plan an den Entwicklung vun als Infrastruktur können féieren. Pardon, ich mich bësse verloren. Effektiv weil de Schulwe wann ich vun Infrastruktur schwätzt, das net Mauuren vun der Schul der soch. An dat hatte mir schon Lastjos ugeschwert an Jo auch fir Drun. Schul fängt du an vu Golden Traje an par rapport zu der Mobilität und der Schweiz fängt du wann den Tier vum Dohem am Fogehol opmet. Das wie wenn op Abeg am Fogehol geht, das Definition vum Traje. Me eng Schul, dat er sucht den Espace Publik de 400 Schul ass. Dit giet Staater wie Paris, wie Kopenhagen an Schweiz Lützeburg ass net wie Paris, wann e vu Mobilitéit schwt, das schon gesot gin. Et gi noch Mittelgerichtiert, die Strategie do hunn 400 Schulen op enger bestimmter Distanz eng bestimmte Perimeter eng Safe Space zu hunn, wo kein Auto derfir fuhren, wo kein Kamion derfir fuhren, wo kein Verkehr bleibt. Die Zonen, die sind dann fir de Strass vum Moien am Fogehol opzesaugen, dat sie Platzen können dann secher mat engem Velo fuhren, mat enger Trottinette zu Fos, an dat sie noch Platzen, die am Fogehol eng surface ubieden, fir das kann er auch können leieren op der Stroos können zu fuhren. Dat is een wichtigen Aspekt. Mir Schweze vu Mobilität beschützt man Velo fuhren, ab enger Stroos man Velo zu fuhren. Du gehören verschiedene Regeln, du brechen euro bisschen Training an dat vieren bestimmt ganz gut Platzen fir do Simulation oder kleinen Spieler zu hunn, fir das kann er leeren wen op enger Stroos kann fuhren. Mir hatte noch schon purmal erwähnt, et wir vielleicht neidisch einer Platzen zu hunn wie de zu Bengen zum Beispiel, die wissen so Jodroll ass, 400 Schulen dat wir ganz praktisch well dat wir an dat kennt alldach fir als Kanner am Fogehol geschéien. Punkto dann Mobilitéit, wiech gesot hunn de Weet fir d'Schoul, die fängt un, wann Kanner hier doheem verlosen Strecken, ob ze ze fs ma Velo, mat enger Trottinette oder mat engem Bus gin, die mussssen mir an Mengench die muss man absolut analyseieren, an dats man so sicher machen wie méigle Schwester das alles gute Sinn. Das net unbedingt der Fall, wann den verschiedenen Mobilitätsmoyen guckt. Der Pedibus, den eng super Initiative ist, die auch gute Succès findet,
Leiit awer an Leiit wo verschiedene Limiten, Problematik fir d Leiit zu rekrutieren, Leiit dat der Kommunikation, Leiit an der Sensibilisierung könne mir dann net vielleicht durch engem Investment vielleicht no eng Unterstützung machen fir das mir dat kennt vu Roller méi Kartier deployiere kenten an op derselchte vum Hol Tram kennt mir als net dievaluieren Pedibus vielleicht een Cyklobus zu machen a vielleicht Gruppen zu organiieren Moes wo kann wo verschiedene Kartier an dat könnt her wann der Welt fir schwatzen könnt auch dat dat mat Cyklobus, dats man an deselsche Prinzip fir Pedibus mat kann die mi gros sinn am vun Geholl durch verschiedene Kartien, durch de Kartien bis an Schoul gemeinsame Wee machen mam Velo. Fi dat awer secher ze machen, da brech man och Appes den tschen Mobilitéit an Infrastruktur aus. All eich Schoulen misisten unbedingt eng Picyklabel hunn, die do féiert, an die vun der Schoul geht. An den weinstens 2-3 Hauptpunkten vum Quartier ginn. Dat ass net normal, dass dat nach den Fall ass. Schwest kommen ganz oft Exkusen, dat net Stroos vun der Gemeinde oder seg Nationalstroos mir 100 Platz Parkplatzen, mé dat awer eng politische Entschädung, die muss eng Keer getraff ginn. Das net normal, dats mir 2026 nach Scholen hunn wo keng secher Picyklabel könnt an das nach der Fall auf verschiedene Schulen leider schmengend, dat das eng Priorität an dat mis eng Priorität fir eis alle gut sinn. Ich wollte nur noch für kurz aufzuschließen mit einem Punkt, der mir besonders Herz liegt, das ist die Betreuung von Petite Enfance. Wir haben 102 verschiedene Nationalitäten an der Stadt und das möchte die multikulturelle und mehrsprachige Charakter an den demografischen Tissu von unserer Stadt ganz eigenartig. Pro Jahr haben wir ungefähr 150 prima Ukenneger an es gibt keine Erwähnung von möglichen Problemen an der Relation mit den Älteren, wat notzuweisen ass. Me wer das dat mat de Schwierigkeiten den Kanner selber begenen. Hu mir do en qualitatives Suivi vun non-Lützeburgschen Kanner an ihrem Weh durch öffentliche Schul fir sicher zu stellen, dass mir an der richsche Weher go e bisssen wie wat man der macht fir so tun, hummer do so un Suivi fir zu gucken, wann mir do net viel oder zuviel kann am von Geholl verlehren vom öffentlichen System, die nun an einer privater Schule muss gehen oder vielen, dass sie müssen do gehen, wenn wir am von Geholl de Lien nicht können machen. Und das ist an dem Fall natürlich keine Reproche, mit das am von Geholl etwas, was wir als Priorität müssten haben. Es gibt auch eng aus von den Frequentationen von der Foyer festgestellt, außerhalb von den Schulzeiten, weil das dann zusätzliche Moyen, die wir dann gehen, gibt es da irgendwie ein Risiko oder gibt es eine Ablösung von verschiedenen Feuer, wo wir vielleicht ein Risiko von zu effektiv haben oder wo wir müssen dann vom Rollen Recruitment schon am Voraus planen. Par rapport zu den Kirchen an der Kirche von der Petite Enfance, mir hatte gefordert, dass wir könnten pro Quartier eine öffentliche Kirche haben. Wir losen den Accueil von der Petite Enfance über 90% den privaten Akteuren. Die Privatakteuren sind natürlich wichtig an aller Aktivität. Wir haben Gefühl, und das dort Gefühl draußen, dass wir als Staat am Anfang Holland in dem Sinn versuchen, dass wir nicht genug öffentliche Kirchen abmachen. Das ist der erste Weg für die öffentliche Schule auch zu verteidigen, dass die Kanner an einer öffentlichen Struktur rankommen. Eng lächt rëcht vun kleng Froen am vun Geholl den endlecht Fusioun, wie man der Mer et gesot huet, fir d'Eicht Joer vum Gerer Quartier Oslo geschitt. Wir wären noch natürlich interessiert vum Bilanz, soweit mir alles geheiert hun wäret vum Personal Enseignant nach vun den Familien du Haus sind Leiit ganz zufrieden vom Resultat. Mir sind noch houfrecht drüber, weil dat war jo ein große Kampf von mengg Prädecessorin Madame Catifayo. Wir wollten noch vielleicht vorstellen, ginnet vielleicht Überlegungen fir aner Fusionen vun aner Schulen an aner Quartien, die mir könnten vielleicht planen, dass dazu ein Beispiel oder so ein Musterprojekt kennt gin. Noch mam Älteren von unserer Bevölkerung zu Lützeburg wie an Europa eine kleine Überlegung, ginnet Überlegungen für vielleicht eine Inklusion von unseren Senioren an Aktivität periskolär, dass wir vom Rol den Tissu sozial ein bisschen eng abbauen.
Ich habe am von geholten Tour von meiner Intervention von meiner Frauen. Wir freuen uns natürlich eine Frauen. Wir werden die Schulorganisationen mitstimmen. Ich könnte das nicht anders, dass, wie Sie das ausdrücken, wie Madame Brünnel. Wir werden das kritisch angucken. Ich meine, die Organisation scolaire als nicht dafür Polemik, Politik zu machen. Wir haben alle wir waren alle enke erkannt, verschiedene von uns sind schon Älteren oder Großeltern. Und l'éducation für die Montagne zu zitieren, c'est d'allumer des feux et non pas remplir des vases. Dann halten wir von geholte Feuer von der Schule nach ganz. Und wir freuen uns, ob ihr antworten. Vielen merci. Merci für die ganz emotionellen Konklusion. Ganz richtig. So, und da ging ich dem Herrn Werner Antwort gehen. Merci, Madame Boemeester. Sie 16. 2011 am Gemeinderat mit einer Partie in Brechungen natürlich. Und das halten also trotzdem die erste Kehr, wo ich in einer Debatte zur Schulorganisation teilholen, weil sonst wäre immer den anderen Kollegen, die überholt hat. Und letztes Jahr konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich für die Chambre im Ausland war. Und ich muss aber sagen, dass es wieder die erste Kehr ist, und dat ich ein bisschen mehr direkt dazu dienen, und als da war trotzdem ein relativ spannenden Exerzice. D'autant plus, dass ich kann sagen, dass die Stadt Lützeburg durch sein relativ größt hier am Land, du sich so klein Mini-Lützeburg ist, und all die Facetten, was Schulpolitik angeht, auch können belegt gehen. Schon da auch für dich mal dem Service scolaire an allen Maderbüchterinnen und Maderbüchter, sowohl von der formellen als auch nicht formellen Education hier an der Stadt für gut Arbeit. Merci so. Ich will doch dem Anna Correa da Weiger merci so. War doch hier im Gemeinderat fahren, letzte Zeit als Vertritt an der Schulorganisation an der immer bereit ist, mir beizustehen und zu helfen. Aber trotz natürlich der guten Arbeit von all den Akteuren hier, will ich natürlich die eine oder die andere Kritik ausdrücken, die natürlich auch der struktureller Natur sind. Du hast mal den Punkt, was Zusammenarbeit zwischen dem Enseignement fondamental und der non-formeller Bildung, also den Foyers, angeht. Ich wollte dafür auch nach dem Herrn Galles merci sagen für seine Hilfe, weil ich hatte ein paar Fragen nun hin, für ein bisschen besser zu verstehen, wie die Abteilung gehandhabt wird. Und wir natürlich bereit, mir die Informationen zu geben. Bon, wie wir alle wissen, ist es natürlich eine relativ komplexe Prozedur, die im Prinzip alle Jahre März, April aufhängt und sich definitiv dann aufgeschlossen ist, also am September. Also es dauert eine gewisse Zeit, pro Monat. Und das ist wahrscheinlich auch ein gewisser Stressmoment für eine Partie Eltern, weil es ja so ist, dass nicht unbedingt alle Kant aber du kann abgeholt gehen. Es sind die 600, von denen du kann erschätzen. Wir haben immerhin eine Kuvertur von 80%, das ist schon eine solide Kuvertur. Aber das ist nicht jeder, den trotzdem du kann abgeholt kann gehen. Die Selektion, die wird ja auch aufgrund von einer ganzen Reihe Kriterien gemacht, am Kontext, wo dann eben nicht unbedingt 100% Kuvertur da ist, möchte auch Sinn, dass es Kriterien gibt, die festgelegt müssen gehen. Bei gewissen Kriterien muss ich sich vielleicht vorstellen, ob sie alle pertinent sind. Das ist eine Diskussion, die wir auch schon ein Kehr an der Chambre hatten. Und das von den Kriterien ist natürlich auch eine Priorität zu gehen, und auf jeden Fall also eine Priorität zu gehen bei Kanner, wo keine Alternative da ist, für das können gehalten gehen. En gros, was doch kann heißen, dass zum Beispiel Eltern, die nicht schaffen oder sogar länger Zeit sind, die zum Beispiel am Chômage sind, dass sie vielleicht nicht als prioritär angesehen gehen. Das kann intuitiv logisch sein, aber in Wirklichkeit ist das nicht, weil man sowieso am Fall von einem Chômage wissen wir ja, dass der Chômage maximal 12 Monate oder 18 Monate dauert. Das ist dann am Prinzip
hoffentlich ja auch man der rechnen kann, dass die Eltern dann eng Erbeström fanden und dass das wohl während dem Schuljahr geschehen. Das heißt, dass die Situation sich da kann ändern. Denno ass et Jore so, dat ältere Wann am Schulmarsch sinn sie censéiert, an dat man se och leit, sie muss eng erbeg sichen. An dat erfuer doch viel erbecht, wann en am Schulmarsch wäder wesinn dat, da muss se joch deplacéieren etc. Dat muss relativ flexibel sinn, relativ fix kënnen dem noéi och nach reagieren, mat eng Kanto hemers datläit net unbedingt ganz praktisch, a wann an denke grad hun a lenger 10 Leiit a lenger 10 Fra méchens jo och nach déi dann sech muss gut evaluieren, die derläit net eng Platz krut hunn an awer also an eng Foie fir het Kant, mit du noläit eng Platz aufréiert kreien, an dann net mis so richtig fësse, wat ze solle machen. Teech dat se Kriter, den awer an neusinn an bëssen problematisch ass an net glilech ass. Natierlech kéint den och dofir sorgen, dat de kein Kriter méi breicht, wann en an eng aner Richtung gif goen, Paradigme wie se brachen, a wann en gif an Richtung go fir ze soen, ma mé hunn eng total Äquivalenz an den ETPen tëcht formeller nonformeller Bildung, dat hicht fir engstunde an der formeller Bildung do engstunde an der nonformeller Bildung sech eng 100% Kuvertur. Dat gift dat heechen an dat fir dann eben froh vun der ganztagsschule déi opkënnt, an wo en do vun der ausgo kann, dat Stadt Lützeburg sämtliche Kanner genauso wie se assuréiert, dat sämtlech Kant eng Platz krit an eng Schoul, dat doch sämtlech Kant eng Platz aufréiert krit an engem Foyer. Weil man do a Richtung gifen goen vun enger ganztagsschule, die net obligatorisch wie, weil dat gëtt jo net erfuerdert vun all Eltern an dat auch zu respektieren und das auch richtig so, dass es nicht soll obligatorisch sinn, mit Möglichkeit musst du sinn, musst du aufreiert gehen. A vu, dat es wahrscheinlich dann an dem Fall nie zu 100% gif besat gin, wäre et so méi interessant, weil man awer theoretisch Moien hätte vun 100%ger Hëlle van der nonformeller Bildung, die trotzdem op all die einer Kanner well erbecht gëtt Unterstützung brauch Personal vun der formeller Bildung, die kenten do besser agesat gin, dat hicht dat vir sech menggen dat gift dabecht op alle Niveen an der Planifizierung mir einfach machen an noch wat Sicherheit ugeht fir d'Eltern, da brechen se de Stress net mit ze hunn ze wissen, ob hier Kanner du no können an eng Foyer ugeholl gin. Et as auch gesot gin, dat das Apps war doch regelmäßig gesot gët, dat man auch an der aktueller Situation op Südverfall an der anderer Situation gi se Stadtfleit arrivregen, dat man eng viel besser Koordinierung brächten tschent denen zwee, dat et do mangtem gëtt, notamment schon ugefangen beim Courier, wann Eltern hier kann er aufmelde mussssen, weil kann den an Schul goe kann, wenn es Krankheit oder wenn eng anderer Ursach, dat ze zwee Courier musssse machen, mis du sech durchgoen. Dat ass eben e Konstat den all Joerem optauch de Mangel o Koordinatioun, a Kommunikationun ze Scholen, Foien an Ären, an engem sonne Schweng noch Viredner hun dat schon gesot Ibichelchen, dé schenkt awer keng adaptéiert Alternativ ze sinn, well en wéineg benutzt gët 20% krudech gesot vun Enseignant giffen benutzen. So, sie missen dat méi benutzen, méi ich denke muss ich feststellen, wann es net benutzt gëtt, as het net adaptéiert, an da muss sech besennech das dann ausdenken. Und das auch bei der Diskussion de Plan d'encadrement périscolaire, da tauchen dann eben immer regelmäßig verschiedene Doléanzen op. A Probleme op, die beschwaart gin, notamment den nation Turnover an de Foien, dat das problematisch. Dat huet jo auch immer dat dien, dat Schalkeiers de Schlüssel muss ändern. Schwierigkeiten dann eben auch für Versammlungen zu organisieren, wenn es dem Dekalage von den Horären an dem Novéi auch den geografischen Eloignement zwischen den verschiedenen Sitten. Gi natürlich Möglichkeiten für Synergien zu schaffen. Da gibt es Beispiel von Dummelding.
ich meine, den Herr Galles hat ja auch von einer besseren Symbiose geschwärzt zwischen den Gebäuern. Das ist eine Einschätzung, die man natürlich stehlen. Wir freuen uns allerdings, ob Gelegenheit Alkeas Graf gött oder gouf, für dafür zu sorgen, dass Räumlichkeiten sowohl von der formellen wie von der non-formellen Bildung von beiden Services müssen können genutzt gehen. Und du stellst dich froh, weil da Renovationen sind, gewisse Karten, Bel Air, zu Bonneweg, Süd oder zu Esch, ob das auch dementsprechend geplant ist. Ich wollte auch probieren, zum Kontingent verlieren, über die Berechnung schwingen. Madame Brümmel hat auf einer geschwärzt, dass auf nationalen Niveau eben noch muss darüber diskutieren, wie den Kontingent berechnet wird. Das wird im Prinzip auch stattfinden, weil ich da eine Motion deposiert habe, die nicht aufgeschmettert gouf an die vertagt gouf an der Schulkommission von der Chambre, an die dann irgendwann wird dann noch diskutiert gehen. Ich meine, das war ein schreibe mich auch darüber, ich weiß nicht, ob ich dann noch da werde ziehen, mit das eine andere Sache, aber meine Nachfolgerin wird noch mehr kompetent darüber können diskutieren, da mache ich mir keine Sorgen. Aber ja, das heißt, das selber schon, ich invitiere noch den Stadtchef, sich zu engagieren, für eine mehr für eine neue Berechnung zu machen, die die sozialen Kriterien mehr entspricht. Auf jeden Fall kann das interessant sein. Wir wissen aber auch natürlich, auch von Staat zwischen den Kontingent muss zahlen, gibt es ja auf verschiedene Punkte gewisse Flexibilitäten. Das tun wir auch dann zu Dummelding gesehen, wo Eltern ein bisschen rosig sind, wo sie mehr Personal gefragt haben, weil es dort zu Schwierigkeiten kommen. Darüber kann ich noch ein Kehr diskutieren, vielleicht nicht unbedingt an einer öffentlichen Sitzung, das ist vielleicht eine andere Diskussion. Aber das Problem ist ja immer den, dass wenn eine Schule noch an einer Schwierigkeit könnte, mehr Personal braucht, dass sich Personal dann an einem anderen Ressort geholt wird, für das an die anderen zu verschieben, dass ich die einen verlieren, die anderen gewinnen. Und da gibt es auch noch die Möglichkeit, aber trotzdem, dass der Staat auch noch zusätzlich am Platz eben die Verschiebung zu machen, zusätzlich Personal beim Minister Fred für eine Abstockung zu kreieren. Ich meine, das war auch der Fall, die Demande, die kommen ja auch von Klausen, und soweit ich weiß, dass das nicht geschieht. Und das wirft eben froh ab, wie Personal überhaupt durch den 19 Ressorten von der Stadt abgedeelt wird. Das kurz geschwärzt geht noch von den öffentlichen Krechen. Wir drohen noch die Forderung, dass unsere Krechen, das etwas verdanneisen an, von der öffentlichen Hand muss gemacht werden. Wir sehen nicht an, Krechen, das ist ein Teil von der Education, der nicht obligatorisch ist, aber den essentiell ist für ganz viele Leute. Ich meine, dass ein historischer Fehler gemacht wird, am Platz massiv zu investieren auf nationalem Niveau mit öffentlichen Geldern für gratis Krechen durch das Land zu verteilen, dass den anderen Weg gemacht, geholt gehen, mit öffentlichen Geldern immerhin, für Privatkrechen zu subventionieren, wo wir dann mit anderen Problemen konfrontiert waren, aber wo die Eltern auch noch trotz Subventionen und trotz Checkservicen auch noch müssen beilegen, aber wo die Planifizierung auch kompliziert ist für die Eltern, sind wir der Meinung, dass es in Richtung gehen, eine öffentliche Kreche wenigstens an alle Quartier, das einfach so, weil es gibt Kleinkartien, es gibt Großkartien. Ne? Ich meine, du musst vielleicht auch nicht das umgehen, aber auf jeden Fall, dass das assuриert wird, dass Zielsetzung muss die sein, dass auch von einer Kuvertur von 100% von öffentlichen Krechen auf Dauer muss das können erreicht gehen. Das wäre auch interessant zu sehen, weil das nicht unbedingt auch von den Herr Galles hat von den öffentlichen Schulen geschwärzt, die nach der direkten Responsabilität sind von der Stadt. Das ist normal. Es gibt ein paar die Schulen, die Territoire von unserer Stadt sind, die nicht in unserer direkten Responsabilität sind. Wo aber trotzdem gewisse Kostenpunkte da ist, notamment beim Transport zum Beispiel auch, wo ich meine, wo wir auch müssen beidrohen. Ich weiß nicht, ob dadurch thematisiert ist. Ich meine, ich hatte nicht den Eindruck, dass das thematisiert wird, auch an den Berichten.
Das ist nicht essentiell, aber das ist aber vielleicht auch interessant. Dabei wäre doch interessant zu wissen, wenn zum Beispiel eine gewisse Karte, gewisse Schulen, Bonnewe Schelle, also nimmt gehen, da gehen 70% von den Kindern, die gehen da an die Schule. Das ist interessant zu wissen, wo die 30% einer gehen. Umkehren ist es literal mal umgedreht. 30% gehen da an der öffentlichen Schule, 70% nicht. Für eine Übersicht zu haben. Ein anderer Punkt ist auch Partizipation und den Aktivitäten vom Service scolaire. Wir konnten da eine Broschüre, da gehen ganz spannende, flott Sachen gemacht, und das begrüßen wir, soll weiter gemacht gehen. Was aber auch zu begrüßen wird, das wären aber eine Partie konkret Zahlen. Wie viel kann da mitmachen, aus welchen Ressorten kommen sie, aus welchen Quartier kommen sie, gibt es eine Egalität d'accès zwischen den verschiedenen Quartieren, wenn nicht, was gedenkt den dagegen zu machen, zu erholen. Voilà, dat wir uns eine Analyse für können weiterzukommen. Vielleicht weiß der Chef, dass es mit so interessant für uns als Gemeinde dort zu wissen, wir können da mit zu schaffen. Was doch wichtig ist an unseren Nahen, dass das zusammen habe ich mit den Eltern für einen Denkanstoß von auch Parents d'élèves, die auch an der Schulkommission mitmachen, dass hier wie auch mit dem Bericht integriert gehen. Dass man das vielleicht nächstes Jahr könnten tun. Ich meine, das wäre auch interessant zu wissen, was sie denken. Es gibt regelmäßig auch immer gefordert, auch von ihrer Seite, für mehr klare Prozeduren zu kriegen, was den Harcèlement scolaire geht, auch von Kindern, wie geht es darum. Das ist etwas, was rekurrent ist. Und es wäre interessant, dass wir ein bisschen darüber diskutieren am nationalen Niveau, darüber sollen noch am Gemengenniveau darüber diskutieren. Das geschehen eben so Sachen, und da muss ich wissen, wie wir da umgehen. Für aufzuschließen, wollte ich aber noch, das ist vielleicht anekdotisch, aber nicht ganz, es sind keine primitiven Parfumfresser. Das habe ich nicht gern. Sie sind auch keine sophistikiert, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sind, meinst du. Aber das... Los, den Herr Werner, den Dingen, philosophischen Überlegungen. Ja. Es ist mir auch bewusst, dass Religionen oder der religiöse Phänomen eine gewisse Rolle spielen an der Geschichte von einem Land, von einer Gesellschaft, von einer Stadt, und dass die das nicht soll ignorieren. Also in der Geschichte, die ja zum Mittelalter Wesen steht, das ist immens spannend, das ist immens wichtig. Los ist aber so, Katholische Kirche und das Centre de Formation diocésain haben eben die Erlebnistouren, wo du auch wirst, religiöse Kultur erleben, für Lützeburg besser zu verstehen, wo gewissen religiös, also katholische Plätzen, geprägten Plätzen, da kann man mehr noburisch sollen gehen. Ich meine, dass das problematisch ist in dem Sinn, dass das echt exklusiv ist. Also wir haben wenigstens 5 unerkannte Religionen hier am Land, die am Konkordat sind, Katholiken, Protestanten, Orthodoxen, Juden, Muslimen, schon immer davon auszugehen, die auch eine plus ou moins rezent, plus ou moins alt Geschichte haben, an Prägungen haben hier am Land. Das ist ein bisschen am Ende dommage, problematisch, wenn ich nicht, ob das zert, eelster an größter religiöser Communität konzentriert. Vielleicht wäre es interessant, das aber ein bisschen auszudehnen. Das ist aber auch vielleicht ein bisschen problematisch. Am Ende auch, dass so ein Erlebnis nehmen, dass die Organisation nehmen von denen Communitäten noch überholt wird, gibt da denen sich kannibalen, ich schlug Plan am Kopf, sie können mitschaffen, mit auch Historiker, die können das begleiten, etc. Es gibt ja auch etwas, was Public History heißt, und die sind immer froh, wenn sie können sich Gedanken machen, wie kann Geschichte der Leute vulgarisieren und mehr bringen. An dem Fall der Kanner, was doch noch ein Challenge ist, aber den immens spannend ist, dass wir einen kleinen Denkanstoß, ich meine, du kennst den vielleicht an eine gewisse Richtung gehen. Wir werden dann noch für sich noch fein zu sein, wie man am Brümmel so, fair zu sein. Die Schulorganisation ist trotz aller Kritiken an viele Verbesserungsmöglichkeiten
nicht katastrophal, das geben wir ja auch zu, glücklicherweise d'ailleurs für die große Stadt, aber wir freuen uns auch auf den Verteidigung von Herrn Galles. Und wir werden nicht dagegen sein. Sonja, merci. Vielmals merci, Herr Werner. Und wir sind froh, dass ihr unser Herr bleibt. So, hallo, nicht noch als letzter Redner den Herr Radu. Herr Radu, die hat das Wort. Merci für das Wort. Madame Merz hat für 27 geschwärzt. Ich meine nicht, dass vielleicht für 7 senkt. Hallo? Très bien. Ich kenne aber manchmal auch die Rede von den letzten 17 Jahren, die größten Teil wiederholen. Und ich muss auch feststellen, dass wenn man ja auch so oft über die Bank, aber ganz grundsätzlich andere Meinungen haben, politisch grundsätzlich Differenzen haben, muss ich so nicht mit 4 Redner, mit Christa Brümmel und noch mit David Werner, bei ganz wesentlichen Aussagen ganz d'accord. Christa Brümmel hat op Donien iwwer Standarden an Niveauen von den Schulklassen hingewiesen Donien, die Appstern Donien, die erhowe gehen. Dat mich schon erinnert, dat man für méi wie 15 oder 16 Joer die Echtkewi hatiwwer Geschwschmatriwer geschwert und hat man ähnlich Donne krit engkeier vom Minister an Donno Hummer all Joer die Donien irgendwelch Donne gefrot fir Réussite scolaire oder de Niveau scolaire an unsere Schulen zu etablieren, an mir hun sind drunter kläglich gescheitert, und ich gucke an das across the board, Joren, egal wen am Minister, also egal wen heute bannen als am Schulchefen, und ich mit denen uns immer meinen, dass wir die Donne bereichen, dass sie gut wären, weil das am Fond Basis, das Ziel an Basis von dem ganzen Exerzice. Ziel an Basis von der Schule als Réussite scolaire. All die anderen Sachen sind gut an drohen à la rigueur zur Réussite scolaire bei. Aber wir schicken kann nicht an die Schule, wie das sie Leifmatten sind oder wie das sie am Schulhof am Schild sitzen. Oder wie das sie Inklusion machen. Wir schicken sie an die Schule, wie das sie etwas lehren. An all die anderen Sachen sollen helfen, dass sie besser lehren, dass sie bessere Resultate haben, dass sie mit gerne an die Schule gehen, wie das Endresultat, ein Ziel von der Schule, Réussite scolaire, optimiert wird. Und leider Gottes kommen wir seit Jahren, stoßen wir da am Minister, national, seit Jahren auf die Ohren. Und das bleibt aber ein großer Punkt von Insatisfaktion. Mit das kein politisch aus, oder dass wir sind uns mein alle Götten eins, das seit Uhren auf der Bank, und so weiter. Wir wollen nicht feststellen. Und die andere Sache, die ich auch, wir drunten haben dann festgestellt haben, wenn David Werner auf der ganzen Schule geschwärzt hat, wir hatten vor 15 Jahren hatten wir eine Working Group mit Vertretern von den einzelnen Services, mit Vertretern von Eltern, mit Vertretern von Enseignants, wo ich auch wir hatten eine Motion für die Working Group zu machen, wir haben die Working Group gemacht, Rekommendationen waren, auf den Weg von ganz der Schulen zu gehen, und man es eng zu probieren, an Kollaboration zwischen der Schule, der formellen Bildung, an dem, was nur der Schule passiert, der nonformellen Bildung, an den Freien, wie die Kollaboration zu verbessern, und das doch nicht ist Zweck, auch nicht einfach just Lehr pour Lehr, aber just wie man froh man nennt zu sehen. Nein, für die Réussite scolaire, für die Resultate von den Kindern an der Schule zu verbessern, wenn wir wissen, dass Kinder an die Schwätzen, wo viel darüber geschwärzt, mit Kindern, die aus sozioökonomischen benachteiligten Situationen kommen, nehmen eine Chance haben, wenn sie geholfen kriegen, an der Schule, mehr aber auch nach der Schule. Mit Hausaufgaben helfen, aber wenn Kinder am Foyer sind den ganzen Tag, weil die meisten Leute aber entre-temps den ganzen Tag schaffen, als
die zusätzliche Hilfe nur der Schule extrem wichtig für das Resultat zu haben. Dafür sind wir uns auch da eins, nur leider Gottes jahrelang kein Communauté scolaire an périscolaire, also Foyerscommunauté von, die bereit waren, mit was sucht bei der Schulpersonal, die bereit waren, so wie Mat zu gehen, für die Kollaboration zu machen. Und das auch am Fond total unsatisfisant. Mir weist, und das ein und dann rede ich vielleicht mal noch mit etwas, dass die Diskussion, die wir hier aber feiern, letzten Endes, die Wolle, die wir feiern, über die Schulorganisation, die man muss machen, weil das vom Gesetz vorgesehen, und dass das, was am von am meisten Impact hat, ob das, was ich so Réussite scolaire und so weiter, da haben wir am von, aus dass wir stimmen, aber natürlich auch schon letzte oder vierte, haben wir am von nicht ganz viel zu sagen. Wir haben nicht ganz viel Choix. De Contingent ist indiskutabel, Permutation frustriert uns seit 20 Jahren, das ist aber heute auch, wir nicht probiert, das zu ändern, das wo ein Abstand gegen Sarenhaft beim Schulpersonal. Das sind also ganz wesentliche Bestandteile davon. Und da kennt Schulorganisationen, wo man die Leute rekrutieren, mit Löschen diskutiert. Auch da haben wir nicht ganz viel also nicht ganz viel Marge de Manöver als in der 3, wo wir überhaupt keine Marge de Manöver müssen. Plus man das stimmen, was man als Lust von der Direktion viergelegt kriegen. Wir sind auch froh, dass wir da die Leute haben, die wir haben, mit fehlen uns dann natürlich immer, weil wir nicht genug Enseignern am ganzen Land und dann dafür auch nicht haben. Immer genug so viel sind, dass den Hauptdiskussion, den Hauptpunkt, den wir haben, und da sind wir am Anfang immens limitiert. Und das ist nicht flott, aber es stimmt an Enkel oder am Resümee, weil ich meine, wir sind uns da auf der größten Teil eins. Dann ist es aber flott, dass wir hier all die anderen Rapporten haben, die ein bisschen peripher zu dem Hauptsujet von der Schule beitragen, aber finalement einfach auch nicht mehr peripher. Und dafür stellt sich ein bisschen froh, und ich bin einerseits froh, und hat alles so gesagt, der Rapport, kommt in eine Richtung im Rapport en France, ich bin einerseits froh darüber, weil das muss ein ganzheitlich für haben. Auf der anderen Seite sind ich nicht sicher, ob das uns vielleicht an unseren Diskussionen ein bisschen, verrennen, weil die Diskussion über pure Schulorganisation könnte man am Anfang an einer 4 Stunde machen. Und dann hätten wir den Dealer durch, weil wir nicht ganz viel zu sagen. Und dann könnte man die andere Zeit mehr präzise, ob die Wollen, und da vielleicht ein bisschen mit der Zeit, sind die Wollen, die wir wirklich eine Influenz haben, sind auch eine Kommission konsultative, Schulkommission, das ist nicht komposiert, de par la loi, da die noch die Menge Reden nicht einfach lauschen, das ist eine Kommission Enfance und so weiter, das ist eine Jeunesse, das ist eine andere, da haben wir einen anderen Poids, einen anderen natürlich vollen Pouvoir décisionnel. Dafür meine ich, weiß ich nicht, ob wir in der Zukunft wirklich weiterführen, ob man einerseits ein ganzheitlich führen, andererseits getrennten Betrachtungsweisen sind aber eigentlich auch notwendig. Weil die uns erlauben, die Sujet mehr im Detail zu diskutieren und noch vielleicht uns ein bisschen über die Banken die Wäsche zu ähnlich, wie wir das besser machen. Da kommen nicht nur ein paar Fragen, Remarken, die mir abgekommen sind. Hat alles tut, das Projekt Alpha geschwärzt, wir haben das effektiv in der Presse, Madrid hat ein Minister, das lanciert, eine Skolarisation auf andere Sprachen. Das ist eine sehr Ausführung nicht ganz klar verstehen, ob das eine Konsequenz wird auch am Periskolär. Und auch wollen dann an den Foyern ein nicht lützeburgisches Encadrement für so Klassen machen. Wenn das der Fall wäre, die wir franchement nicht gut fanden, mit das wo man nicht ganz klar, dass ob das just ob man wie viele Schulen man das aufhängt, ob das ein Engelschule ist oder eine pur. Ich die fand es besser, wenn ich mal an enger macht, und nicht gerade überall, weil das ist schwer mettre en place.
dann nun ich am Vieren und doch schon so mit der März, mit dem Brummel und schon gesagt, wissen wir noch, an dem kurzen Resümee über Peppen von der Madame Dupont, wo sie beschreibt, die Zusammenarbeit an der Verger-Schule, die across über Doreren heraus, die kippen sich Zeiten abdehnen, die Aufgaben abdehnen, also viel mehr man nicht schaffen. Effektiv, formidabel, Gott sei Dank, endlich. So ein Projekt, und ich hoffe, dass das Projekt gut verläuft, und ich hoffe, dass wir daraus andere motiviert kriegen, auch an die Richtung zu gehen, weil das touchiert das, was ich für die so tun wird. Ganz das Schule an ihr Ziel, wie weit man überhaupt kann wollen an die Schule schicken, dass das nicht nur, dass die noch so aufpasst und dass nicht bei den Eltern sind, mit auch das etwas, dass sie das Beste für sich selber als Réussite scolaire können erreichen. Eine Remarque zu den Peppen, da habe ich schon öfter gesagt, du noch schon andere Format gesagt, wir wenn du liest, dass wo Schwierigkeiten sind, zusammen zu schaffen, als weil sie andere Horären haben. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, obwohl sie Leute können das doch nicht an einen Rapport schreiben, an dem Gemeinderat das vorlegen. Dazu sagen, sie könnten nicht mal nicht schaffen, oder nicht gut man nicht schaffen, weil sie andere Horären hätten. Das ist doch nicht seriös. Und zu sagen, sie könnten noch nicht mal nicht schaffen, weil die Gebäude aus der Nähe verleihen. Also wir sind einfach in einer relativ übersichtlichen Stadt mit übersichtlichen Karten. Das kann ihn aber auch nicht, also, wenn ihr nicht gleich eigentlich schreibt, mich die hoffen, sie dürfen das aber nicht alle Jahre schreiben. Nee, du musst ihn einfach eigentlich sagen, dass wir das doch installieren. An eine von den Hauptaktivitäten, die gemerkt in zusammen das Schulfest organisieren. Das ist auch ganz flott. Aber auch da lenkt, nee, das justifiziert nicht die ganzen Exercice von den Pappen, das justifiziert nicht, was sie präsentiert, dass sie direkt geschrieben, gelesen, darüber diskutiert wird. Du musst aber à la fin du compte ein bisschen mehr Substanz da kommen. Aber wenn du dort sind, wer Ziel ist vom Encadrement périscolaire, da muss man eine Grundsatzdiskussion feiern oder muss ein Grundsatz Projekt fertig ist vom Chefrat, die mir halt unterstützen und dann die Schule fertig ist. Man aber man alle gut in einen sind, wer den Exercice do soll. An ist die liberal geht für Wesen frei, dass das größt. Aber es geht aber nicht, dass Schiedfried just das möchte, was Lust hat. Wir müssen hier aber ein bisschen noch gucken, an eine Richtung zu gehen, an also die Richtung zu definieren. Und ich meine, hier sind wir uns aber grundsätzlich, meine ich, aber eins darüber, da müssen wir auch fertig bringen, die Message und die Equipen zu bringen, die sonst alle Guten mit bestem Willen eine gute Arbeit schlechten und sich viel ersetzen für uns können. Eine Remarque zum Pluriannuell. Also super, dass wir einen den Spreadsheet mit den Projekten. Bei den anderen Pluriannuellen, das ist eine kleine Remarque, die wir machen, die wird all die anderen Investissementsprojekte. Und wir haben eine Kolonne voté und non voté. Und hier wäre doch vielleicht gut bei dem Druck, weil da stehen da dabei, das ist so formidabel alles, aber da sind effektiv dabei, die haben wir aber noch gar nicht hier gehabt. Und dann hilft uns alle Guten ein bisschen zu sagen, wo tun wir schon gestimmt, und dann machen wir das Wifi, von dem wir votiert, und dann wird können wir nachher, dann wissen wir halt, man muss gucken, dass das schnell gestimmt wird. Das wäre vielleicht für die nächste Krieg, die Spreadsheet zu komplettieren. Ich habe viele Rapporte gelesen, und ich habe viele Rapporte geschwärzt in Schulmedizin, und das ist forcément ganz seriös. Ich habe auch die Rapporte vom Komitee de Cogestion gelesen, weil da immer natürlich auch die von vom Schulpersonal, die sich aber viel aussetzen. Und da sind ein paar die Sachen dran, die gefragt gehen. Ich habe das gesagt, die Menschen hat doch nicht dazu gesagt. Aber Sécurisation et accès aux écoles, effektiv, wenn ein Schaldo ist, und muss ich erst im Saal raus, für die abzumachen, ich meine, das müssen wir ja noch fertig bringen, dass dann, wenn es aber pur Sell, die nur bei der dir wäre, vielleicht die Knäpsche wäre für an den Parlophon, wenn er die sagt, wie nur die Schall, dann schlossen den heran, und dann können die Leute am Saal bleiben. Die Kur weiterhalten, und das müsste man ja fertig bringen.
d'Organisation des Flux d'élèves, den abgeworfen wird. Ich habe die Details nicht verstanden, aber wenn sich alle durch den sind, dass die Flüge definiert, die sie während dem Covid an hinter dem keine noch vielleicht überlegen, dass sie verschaffen. Die Budgetdiskussion von 35 auf 40 Euro an Lutze sitzen pro Kant. Ich meine, du werde die Menge größtenteils mit der Koch. Signalisation bei den öffentlichen Schulen, für zu wissen, wo ist eine öffentliche Schule, wie kann man da hin, aber das auch da meine ich, man so viele Schilder durch Land stehen, durch die Stadt stehen, auch dort kann es nicht ein paar Schilder fehlen, die bringen wir manchmal schon nach hin. Material für die Festivitäten meine ich auch. Und dann sind wir froh über die Leben besoin spezifik. Da muss ich sagen, da gebe ich es wichtig, fand ich nicht, weil sie es abwerfen, weil sie deren anderen Moyen hatten. Ich meine, es wäre auch da wichtig, ein detaillierten, circumstanzierten Rapport zu kriegen, wie das wirklich funktioniert. Weil du hast ja den unterschiedlichen Sachen, wenn ich mit Schulpersonal schwätzt. Früher waren mit besoin spezifik als separate Klassen und dann ist dann spezifisch gesagt. Heute sind da viel abgedeelt an Klassen. Und das feiert dann dazu, dann in den Klassen, und das Detail ist auch in der Sprache, dass dann an den Klassen ein Bemol viel mehr Besoin ob Kant muss verwendet werden und dann der Rest von der Klasse. Dafür muss ich einfach die Frage stellen. Also ich gebe gut von einem Rapport zu haben. Hat etwas gebraucht, also immer sicher, dass das der richtige Weg ist. Voilà, das sind all meine Remarken gewesen. Ich wollte eine kleine Remarque, bei aller Solidarität, die wir ja war, noch das bei der Schulorganisation bei St. Brümmel, dort bei den Schulen gesagt, wir hätten, es wäre zu viel lang, nichts geschieht. Es wird zu viel lang nicht geschieht. Nein, ich wollte aber darauf hinweisen, es waren 12 Jahre lang noch Schulschaffen an die Madame Schafferoth suchten an den Jahren, wo die Schulen, die heute müsste fertig wären, an den Jahren gebaut sind, wo die auch Madame Schafferoth, wo ich meine nicht, dass in der kann als politische Intention irgendeinem weder der jetzige Majorität nach der anderen, wo die drauf wird, Majorität vorwerfen. Ich meine, dass man immer das gemacht und man die letzten 18 Jahre dabei sind, mit all den unterschiedlichen Majoritäten, die wir hatten, immer das Beste gemacht, was man konnte, wenn man gemeint hat, das wäre gut. Heute sehen wir, dass die Party-Evolution nämlich schnell gegangen sind, dass wir vielleicht mehr brauchen. Noch eine Schule brauchen, um uns lang Kabern angeschlagen, für so eine wertfreie Sort von Campus zu brauchen. Wir kommen mit 3 Feier bei den Schulen dabei oder nicht. Da sind wir lo. Dafür meine ich nicht für durchaus lo zu sagen, es wäre irgendeinem so Schuld, dass man das lange nicht machen, aber man sagt, das Schuld macht drohen, weil das ist ja noch eine Macht, und dann vielmals merci. Merci vielmals, und da ging es Herr Weidisch nach fortgehen. Merci. Ich gebe ganz gerne en Detail über die Schulorganisation schwätzen, aber wird die letzten 2 Jahre stelle ich leider fest, dass wir als Partei halt dieselbe Möglichkeit tun, en Detail über die Schulkommission zu schwätzen. Wir sind nämlich nicht Member oder Observateur von der Schulkommission. Das Menge mir noch unfair anzumols, weil auch halt die Lenk Member sind natürlich nicht, dass sie nicht können Member bleiben, aber wir wollten auch gerne Member sein. Und ich hatte das auch schon 1-2 Mal angeschaut. Aber wir fanden, dass die Staatssektion nicht fair, dass wir nicht in der Kommission sind. Halt die Lenk, aber da sind, obwohl wir allen 2 einen Member haben an der Schulkommission. Dafür werden wir aus Protest kein Rat zur Schulkommission gehen. Merci. Merci vielmals, Herr Weidisch, für die Klarstellung. Madame Brümmel, nee, aber nicht eine neue Diskussion. Ne? Nee, ich will aber, weil den Herr Radu mich persönlich angesprochen hat, kurz klarstellen. Den hat ich für allem gelöst. Ja, merci. Vielleicht hat mich auch nicht immer richtig verstanden, nicht an allen Punkten. Ich wollte sagen,
wenn ich so dat net genug gemacht gouf, dann hecht dat auch bei der Planifikation, dat net kannst du net sehr genug reagiert get fir ze reajustieren. Weil schmengen das aber fett. Ja. So hätte man net englöscht vun 2 Seiten mat Infrastruktursprojekten gibt, dat die sich auch weiter auszählen. Ich wollte das klarstellen. Merci, Madame Brümmel. So, liebe Kollegen, für heute haben wir unser Pensum erledigt. Wir werden also ein Fried machen, nächste Montag, auf all die Stellungnahmen zurückzukommen. Schönen Weekend. Ich erinnere mich daran, dass wir mitten als die Zeremonie de Commémoration für die Explosion, die am 54 Jahren am Perfendal war. Wie viel Uhr? Das ist 4 Uhr. Okay.